Wissen Sie jetzt eigentlich, wo beispielsweise Ihre Jacke da jetzt Ich herkommt? gehe davon aus, dass das alles in Südostasien produziert wurde. Ja. Darf ich mal aufs Etikett schauen? Gerne. Ja. Schon. Ja, tatsächlich China. Ja. Naja gut, Südostasien ist ein bisschen weiter weg. Ja. Mehr als 40 Millionen Menschen sind weltweit Opfer moderner Sklaverei. Ein Großteil davon arbeitet in der Modeindustrie unter menschenunwürdigen Bedingungen. Mit wenig Lohn und bis zu 80 Stunden Arbeit pro Woche. Diese Kleidung garantiert den Arbeitern ein festes Einkommen und hält die Umwelt- und Sozialstandards ein. Die fairen Outfits müssen nicht viel mehr kosten als kommerzielle. Der Aufpreis für Bio-Baumwolle kostet bei einem Kleid rund 1 Euro. Umweltfreundliches Färben ist im Vergleich zu konventionellen Alternativen nur wenige Cent pro Kilogramm teurer. Wenn ich in so einen Laden hier komme, dann geht es mir darum, besondere Kleidungsstücke zu finden, auch Lieblingsteile. Und für die finde ich es in Ordnung, ein bisschen mehr auszugeben. Und trotzdem hält sich das auch einfach noch in Grenzen. Das Angebot wächst. In Würzburg eröffnete Jill Collins ein Geschäft. Nach einem Modestudium und einem Job in der Textilbranche wollte sie sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen. Ich bin davon fest überzeugt, dass ich was Gutes bewirken kann durch meine Einkaufsentscheidungen. Und deswegen habe ich eben so einen Laden aufgemacht. Dieses Teil wurde per Hand genäht in Nepal und jedes Etikett wird am Ende von der Näherin unterschrieben. Gut 25 Kilometer entfernt von Würzburg liegt die Benediktinerabtei Münster-Schwarzach. Das Kloster versorgt als Großhändler für faire Waren viele Geschäfte. Aus rund 20 Ländern stammen die Waren. Das Sortiment umfasst rund 2500 verschiedene Artikel. Waren im Wert von rund 1 Million Euro werden hier jährlich verkauft. Durch den fairen Handel will die Ordensgemeinschaft nicht finanziell profitieren. Die eigenen Kosten seien gedeckt, sagt Geschäftsführer Klaus Brönner. Und vorwiegend die Partner im Ausland profitierten vom Verkauf. Die fairen Waren seien gefragt. Wir haben auch in Österreich Kunden, wir haben in Luxemburg Kunden, wir haben Schweizer Kunden, 800 Weltladengruppen und wir haben etwa, namentlich wissend gespeichert, etwa 10.000 Einzelkunden. Insbesondere Lebensmittel sind gesucht. 1995 hat alles angefangen. Ordensbrüder entdeckten die Handwerkskunst der Makonde-Schnitzer. Die Ebenholzschnitzereien schickten sie mit Schiffscontainern nach Münster-Schwarzach. Pater Meinert Dufner berät die Künstler im Ausland, auch wie sie sich auf dem europäischen Markt positionieren können und sich so die Waren besser verkaufen lassen. Wir können in einer halben Stunde eine Weltreise machen. Denn das geht rund um den Globus. Und was vor allem toll ist, jedes Stück ist Handarbeit. Also wenn man bedenkt, wie viele Hände an diesen Dingen unmittelbar gearbeitet haben. Und das rührt mich unglaublich an. Denn Unterstützung des fairen Handels sehen die Ordensbrüder als christliche Aufgabe.